Guten Morgen, alle gut. Aber kommt zurück auf meinem Channel. Ich wollte als erstes mal anfangen mit meiner Ernährung, wie sie im Moment ist. Die wird ziemlich geändert seit dem Konkurs. Und das hat auch einen Grund. Ich wieder weiß, wie ich das ja schon in einem anderen Video erklärt habe, hatte ich ewig immer, dass ich noch einen festen Plan vorsehen. Ich habe ehrlich gesagt auch so nicht gekannt. Und ich muss auch zugeben, ich habe am Anfang den ganzen Eat Fit Your Macros Lifestyle ein bisschen verdeibelt. Weil ich einfach von oder am Anfang gedurcht und das wäre es für Leute, die keine Disziplin haben, für sich einen festen Plan zu halten. Ja, ich habe seit 2013, 2014 nicht mehr nur einen festen Plan jetzt. Und wie du weißt, ist das doch immer ziemlich an meiner Off-Season eskaliert. Ja, das ist das nicht mehr der Fall. Aber einerseits, weil ich auch eine ganz andere Präparation hatte, wie sonst. Ich hatte wenigstens morgen meine Kohlenhydrate und alles, aber auch weil ich da noch, und auch ehrlich gesagt während der Präparation meine Sichtweise auf das Ganze geändert habe. Aber was den Sport angeht, das erkläre ich in einem anderen Video, just primär die Ernährung. Ja, ich tracke auch mein Essen. Ich habe auch herausgefunden, dass das viel besser geht, wie ich eigentlich gedacht habe. Und dass das überhaupt nicht immer zu dienen, dass ich keine Disziplin oder so etwas. Aber es ermöglicht einem einfach mehr sozial zu leben und ein bisschen mehr können nach Leuten zu gehen und einfach das Leben ehrlich gesagt ein bisschen besser zu genießen. Ja, ich weiß, das ist etwas ganz anderes wie das, was ich so immer gepredigt habe, für so mehr als die Fehler lernen den. Und ich bin froh, dass ich diese Fehler gelernt habe. Und ja, du weißt, wollte ich schauen für die Leute, die nicht wissen, wie das mit dem Tracken geht, einfach mal weisen, wie ihr kann tracken, wie die App mal Fitnesspal eigentlich genau funktioniert, weil ich ja auch an meinem Online-Coaching, davon noch die Infos drin, draufschreiben, dass ich eben auch kann mal tracken und dass ich nicht mehr soll nur dem Plan führen, den ich erst zum Beispiel ging, weil das eigentlich ein ganz, ich soll nicht strikter Plan, ist mir einfach ein geregelter Plan, wo auch eine Makroverdelung draufsteht. Und du hast ich auch drauf geschrieben, für dass ihr eben gerade auch ein bisschen mehr flexibel könnt leben und wie flexibel könnt essen. Das heißt, dass ihr auch mal könnt auswärts essen gehen. Das nicht heißt, nee, ich kann heute Freude nicht machen, ich habe mein Cheatmeal recht, ich kann recht nächste Woche mal essen gehen. Das will ich nicht, weil ich schon selber die Erfahrung gemacht habe. Und das ist nicht flott, dass ich den Leuten immer muss aufsuchen, nicht mehr, weil ich gerade nur einen festen Erstplan führt. Fand ich nicht gut und ich fand sowieso auch wirklich bis ehrlich gesagt asozial. Und das finde ich auch gemeint, Zeitchen mit der Tupperware mit Leuten zu gehen. Das ist okay, ist so okay, wenn ich einen Monat für einen Konkurs ist. Da kann ich nicht ruhig machen. Ist so eine lange Off-Season oder ist so ein 2-3 Monate für einen Konkurs mit Tupperware bei Leuten zu gehen, ist schon ein bisschen assi. Aus meiner Meinung, dem das nicht gefällt, mir egal. So, immer rüber bei meinem Fitnesspal und da weiß ich erstmal, wie das alles geht. Es kommen noch keine extra Rezepte, das könnt ihr in einem anderen Video auch. Du könnt ja erst, du willst auch abonnieren. Und da verpasst ihr den noch nicht. Aber ich will erst noch primär just wissen, wie das mit der App funktioniert, weil ich von ganz vielen Leuten geschrieben habe, okay, tracken, was ist das? Was mache ich damit? Und mein Fitnesspal, okay, ich gehe keinen Meter hin, da kannst du mir nicht wann wieder erklären. Du willst das Video heute. Also für uns zu fangen muss er stehen natürlich raufladen, die ist auch gratis. Es gibt natürlich auch eine Premium-Version, die kannst du natürlich ran, brauche da aber nicht, weil da eigentlich auch so kann eins gehen. Voilà, den Button, das ist den dort. Voilà, du klickst da dann drauf und dann kommt da eigentlich, ob er habt Zeit. Und dann sieht er, und du scharf stellt, wo das Home seid, der hat Tagebuch und ich habe mal heute gewählt. Und dann eben drin hat er nach Fortschritt, du könnt dann eher, wie soll ich sagen, Ermessungen, wann der erst muss mit einem Messband, andere respektiv eben noch Gewicht. Das ist wirklich nicht schwer, da brauche ich auch noch nicht weiter zu erklären. Ja, und dabei mehr hat er dann eben am Anfang das ganze Menü. So, du weißt nicht einfach mal, wie das Ganze geht. Also, für uns zu fangen hat er ein Handy, dem hat er App natürlich ab. Und da sieht auch schon so das Menü mit ihren Kalorien. Da geht er bei ihrem Frühstück,
Ihr könnt oben zum Beispiel direkt einen Barcode scannen, wenn ihr schon etwas habt, was ihr wollt essen und nicht direkt fand. Dann muss ihr einfach Hand drauf den Barcode anhand von der Kamera scannen und schon habt ihr Nahrungsmittel am Fitnesspal. Einfach kurz kontrollieren und packen, ob die Nährwerte auch stimmen und dann einfach akkordieren. Zum Beispiel auf 100 Gramm und schon habt ihr es dran. Für bei diesen Pancakes dann etwas dabei zu machen, einfach Nahrungsmittel hinzufügen. Wir können das da sichern, haben wir zum Beispiel Hambeeren. Ich schon normalerweise immer die gefroren. Da holen wir, könnt ihr innen einfach angehen, zum Beispiel wie viel Gramm. Ich hole hier 50 Gramm, die akkordiert das, oben auch im Check. Und schon hat er dran. Das nämlich, wenn ihr dann noch einen Kauf, wenn ihr sonst noch etwas dabei hält, wie zum Beispiel trinke ich allmoin noch ein Latte Macchiato. Die können natürlich auch dran tracken, hängt natürlich immer davon ab, wie ihr macht. Ich schon immer die Light-Version, weil ich eben auch Light-Milch holen. Respektive kein Zucker dran machen, mit Stevia. Das geht dann immer so ungefähr. Dann hat er schon ein Frühstück. Das nämlich, wenn ihr dabei ihre Mittagessen. Als Beispiel hole ich hier natürlich Hähnchenbrust, also Poulet, da steht 200 Gramm. Klickt da drauf, und die ajustiert das. Holen wir zum Beispiel 100 Gramm, setzen wir das dran. Und schon haben wir das Mittagessen. So geht das dann die ganze Zeit weiter. Die geht hier Essen an, die sichtet, die ajustiert das. Holen wir zum Beispiel, du könnt die Portionsgröße unerfüllen. Auf 1 Gramm, da könnt ihr ein bisschen mehr genau ansetzen. Wie zum Beispiel am Platz 100 natürlich nicht, holen wir 60 Gramm. Voilà. Das geht dann immer so weiter. Da dabei machen wir dann zum Beispiel noch Zucchinien. Da habe ich immer 200 Gramm, weil ich fand gemäß, wie der gesehen hat, 34 Kalorien, das ist nicht viel. Dann mache ich auch immer noch Paprika dabei, da habe ich manchmal immer so eine Art Ratatouille. Und dann, für das das alles ein bisschen besser noch schmeckt, setzen wir noch ein bisschen Parmesan drauf. Und zwar 50 Gramm ungefähr. Voilà, du siehst auch meine Kalorien. Oves aus meinem Essen, für das das auch gesehen, zum Beispiel Rindersteak. Natürlich kein 200 Gramm, das wird ein bisschen viel, mehr 150 Gramm. Setzen wir da doch mal dran. Und du dabei natürlich auch ein bisschen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Grumperen. Von denen kann ich da relativ viel essen, weil die nicht so hoch an den Kohlenhydraten sind auf 100 Gramm. Da hole ich dann einfach 200 Gramm, das sind dann knapp 30 Gramm Kohlenhydrate. Die kann ich natürlich auch roh essen. Und dann natürlich auch ein bisschen Gemüse. Ich hole hier lieber Kirschtomaten, die schmecken gut, egal ob an der Pan oder so, 200 Gramm. Und natürlich dazwischen tun wir auch ein paar Snacks. Da hole ich immer den Double Chocolate Whey von ESN, also den Designer Whey. Und zwar 25 Gramm. Voilà, nun haben wir dann 18,8 Gramm Proteinen. Und dann du dabei als Snack zum Beispiel noch einen Apfel. Da hole ich ungefähr 200 Gramm Apfel. Du hast eigentlich, egal wen das da holt, Apfel aus Apfel. Und das variiert auch nicht so viel. 200 Gramm sind ungefähr ein kleiner bisschen mittleren Apfel. Und dann mit als Snack, du hole ich immer ein Cliff Bar. Die sind auch schon dran. Du kannst aber trotzdem einfach kontrollieren, ob die Nährwerte wirklich stimmen. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Snack, ein Bananen. Ich meine immer so 150 Gramm. Das ist ein bisschen Gewicht von einer normalen Mittelzahl Banane, die nicht extrem groß ist. Voilà, du hast dann ein Cut-Overview, wie ihr seht, beim Eiweiß sind auf 171. Der geht nicht immer so genau bei ihnen, sie rechnen nicht immer ganz ähnlich aus. Ich bin bei 221 Gramm Kohlenhydraten, das ist tipptopp. Weil Zucker ist ein bisschen heiß, da kann ich dann ajustieren und Fett mit denen sind immer relativ niedrig. Du siehst dann noch eine Makroverdelung, also Kalorienverdelungen am Tag, vom Frühstück, Mittagessen, Ovens und Snacks. Voilà, und dann hat er alles schon dran, wenn er das auf Bearbeiten trägt, alles auswählt. Und er will das für den Rest von der Woche zum Beispiel auch, dann trägt er einfach eine kopieren. Und da kann er zum Beispiel auswählen, was er wenig will kopieren tun. Für welchen Tag. Ich habe zum Beispiel für morgen gemacht, dass ich auch weiß, dass ich muss kochen oder soll viel kochen. Wie ihr seht, ist das direkt schon dran. Das nämlich werde ich dann Haut gehen tun, ohne musste großartig denken, alles einzeln anzutippen, was ziemlich praktisch ist. So, nachdem ich erst gewesen habe, wie das ganz funktioniert an der App, aber ich kann auswählen, wie wo was. Dass ich auch kann, wenn ich diese zum Beispiel nicht an der App finde, dass ich kann einfach den Code scannen und normalerweise müssten da finden. Weil ich aber auch noch will als Tipp mitgehen, wenn der App es ausscannt mit dem Barcode,
kontrolliert einfach ein Kehr Nährwerte, weil ich hatte zum Beispiel ein Kehr, ich weiß nicht mehr genau, bei was das war. Du hättest mir 5 Gramm Kohlenhydraten Mana angewiesen auf 100 Gramm, wie es eigentlich ist. Ja, ich weiß, das hört sich nicht noch viel an, mit 5 Gramm Kohlenhydrate sind mal 4,1 Kalorien, das heißt die 22 Kalorien mehr, die da eigentlich ist nicht viel. Aber wenn aber wirklich zum Schluss könnt wir zum Beispiel ein Konkurs oder so, und das ist bei 3, 4, 5 Lebensmitteln, die da am Tag hat, da sind ja nur 100 bis 200 Kalorien, die da mehr ist, und dann holt er vielleicht nicht auf. So, wenn er nur Kaloriendefizit hat von just 200 Kalorien, was eigentlich auch ganz okay ist, zumindest für den Anfang, man soll doch nicht machen, für wirklich progressiv können aufzuholen, ohne Jojo-Effekt. Und er hat dann den Fall, dass der MyFitnessPal mehr Kalorien aufweist, oder mehr Kohlenhydraten oder Fette oder Proteinen, ja, da können die 100, 200 Kalorien aber dabei sein, und die wollen der schon weiter nicht aufhört. Eine andere Sache, die mir bei FitnessPal aufgefallen ist, weiß mehr Kalorien und wie die sind. Ich schon nämlich schon selber nur ausgerechnet, wie gesagt, Kohlenhydraten 4,1 Kalorien, Proteinen idem, Fette so 9,3 Kalorien pro Gramm. Weil mein FitnessPal ist so ungefähr eine Differenz von 20 bis 50 Kalorien am Allgemeinen zwar, was nicht so viel ist, aber ich darf nur, wie gesagt, etwas aus, wenn das eben über Wochen so geht. Weil du hast eine Tagesbilanz von Kalorien an, die hat eine Wochenbilanz von der Kalorien. Und das erkläre ich in einem anderen Video. Voilà, wenn das dann einfach drüber geht, dann holt er nicht auf, weil er nämlich an einem Defizit sieht. Und dann hängt er, und dann frustriert er, und hier und da. Du willst mal immer so ungefähr rechnen an einem Gesamt von den Kalorien, plus minus immer 50 Kalorien bis am Maximum wirklich 60 Kalorien dabei. Da wisst ihr ungefähr, wo der leid. Und voilà. Das war doch schon mal diesem Video. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie mein FitnessPal funktioniert, wie das ganz getrackt so funktioniert. Wenn ihr aber sonst noch Fragen dazu habt oder vielleicht auch Hilfe braucht, was Ziele erreichen angeht, könnt ihr erst ganz gerne bei mir melden, entweder hier drinnen oder einfach eine Mail machen, hier auf liftingfairy.com. Und dann gucken wir, dass wir zusammen Ziele erreichen können. Respektive, wenn ihr einfach normale Tipps braucht oder nicht genau sicher seht, wo ihr drin seid, schreibt mir einfach, ich sehe ganz gerne dafür erst zu helfen. Und ja, das wäre doch schon. Ja, nicht vergessen, heute Channel zu abonnieren, auch für allem ganz wichtig, die kleinen Glocke innen zu aktivieren, für eben Benachrichtigungen zu kriegen, dass ein neues Video von mir online ist. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Geht es best und bis nächstes Mal. Ciao.